Im Namen Jesu liegt die Kraft. Das ist eine Geschichte, wir haben sie gehört, aber sie ist hier eingebettet in eine größere, längere Geschichte, wo wir jetzt unterwegs sind oder unterwegs waren mit unserer Predigtserie. Wir sind gestartet eigentlich in dem Moment, wo Jesus auferstanden ist. Und wir haben geschaut, da ist so eine Dynamik losgegangen, mega interessant, mit Jesus irgendwie, mit seinen Jüngern, das waren ja Leute. Wir lesen das heute auch, ein bisschen ungebildet, von Galiläa, Fischer, Handwerker und so. Vielleicht nicht die Leute, mit denen man eine globale, weltumspannende, riesige Bewegung starten würde, aber trotzdem hat es funktioniert. Beweis dafür sind wir sitzen heute hier. Wenn das nicht damals losgegangen wäre und einfach eine unglaubliche Kraft irgendwo drin hätte, dann wären wir jetzt auch nicht hier. Aber irgendwie ist es möglich, dass das eine Dynamik ausgelöst hat, die 2000 Jahre global Millionen, sogar Milliarden von Menschen berührt und bewegt und sagt, an diesen Jesus glaube ich gehöre dazu, zu dieser Bewegung. Wir haben geschaut, jetzt da verstanden, wir haben das so ein Symbol dazu genommen. Mutig, die ersten Frauen, die Jesus gesehen haben, haben einfach mutig gesagt, wir haben diesen auferstandenen Jesus gesehen. Es ist ein Impuls für uns auch, einfach mutig zu sagen, ich gehöre zu Jesus, ich stehe zu ihm. Wir sind weitergegangen, haben gesehen, Jesus ist den Jüngern einfach begegnet und war bei ihnen, hat mit ihnen gegessen, hat Zeit mit ihnen verbracht. Das war ganz am Anfang dieser Bewegung, einfach Zeit haben mit Jesus, bei Jesus auftanken. Und dann hat Jesus den Jüngern aber auch gesagt, was ihr Auftrag ist. Er hat gesagt, ihr seid das Licht für die Welt. Gebt diese Botschaft weiter von mir, dieses wunderbare Evangelium, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt, dass er den Tod besiegt hat, dass bei ihm Vergebung für Schuld und Sünde ist und vor allem, dass er uns so wieder mit Gott in Verbindung bringt, wieder diese harmonische Beziehung möglich macht, uns mit Gott zusammenbringt. Diesen Auftrag hat Jesus gegeben. Wir haben letzten Sonntag darüber nachgedacht, Jesus ist ja dann irgendwie einfach verschwunden, ist in den Himmel gegangen. Und diese Leute waren da und haben gewartet und plötzlich ist der Geist von Jesus, der Geist von Gott, der Heilige Geist zu ihnen gekommen und auf sie gekommen. Und das Spannende, was passiert ist, sie waren nicht einfach irgendwie mega berührt und voller Gefühle, wenn der Heilige Geist kam oder irgendwie so enthusiastisch irgendwie, keine Ahnung, sondern was passiert ist, der Heilige Geist hat durch sie zu anderen Menschen gesprochen. Da haben wir das Symbol dieses Ohres genommen. Der Heilige Geist spricht auch heute zu uns und sehr oft auch Impulse, um anderen etwas weiterzugeben, wo Gott durch uns zu anderen reden will. Eine Ermutigung, offene Ohren zu haben. Jetzt heute gehen wir noch zu Nummer 5, in diese Geschichte hinein, die kurz danach gefolgt ist. Wir lesen diesen Text. Also da sind diese Jünger, sie erleben unglaubliche Erweckung. Tausende Menschen hören von diesem Jesus, sagen, ich will an diesen Jesus glauben, ich will meine Schuld, meine Sünde ablegen. Und sie fragen Petrus, was sollen wir tun? Wir haben so ein schlechtes Leben. Und er sagt, tut einfach Buße. Also kehrt um von euren eigenen Wünschen hin ganz zu Jesus und lasst euch eure Schuld abwischen. Lasst euch taufen. Und wir lesen, dass 3000 Leute einfach so zu dieser Gruppe dazukamen, die sagen, mit diesem Jesus will ich unterwegs sein. Und dann, ganz interessant, was machen jetzt dieser Petrus, dieser Johannes, die Führenden vielleicht dieser Bewegung? Sie haben ihre Routine. Sie sind sich gewohnt, in den Tempel zu gehen, um zu beten. Und diese Routine pflegen sie weiter. Sie gehen wieder in den Tempel, um zu beten. Das ist ihre Absicht, die sie haben. Ich habe gedacht, das ist eigentlich auch schon eine Predigt wert. Eine gute Gebetsroutine, die hilft doch, im Gebet wach zu bleiben. Oder anders könnte man vielleicht auch sagen, wenn es diese Routine nicht gibt, stirbt das Gebet vielleicht auch schnell aus. Auf jeden Fall haben sie ihren Kalender, ihre Agenda, sogar eine sehr fromme, kann man sagen, oder? Super Absicht. Und interessant aber, sie lassen sich darin unterbrechen. Wir lesen heute Apostelgeschichte Kapitel 3 und Kapitel 4. Ich lese aber nicht alle Verse, sondern einfach die Verse mit dem Fokus auf diesem Gelähmten, eigentlich auf diesem Straßenpenner. Und ich lese diese Verse euch vor und ich will euch ermutigen, diese Geschichte euch anzuhören. Ich lese aus dem lebendigen Wort von Gott und es kann gut sein, dass während dem Lesen etwas euch anspricht, im Herzen irgendwo trifft, weil Gott redet durch sein Wort. Deshalb seid achtsam, achtet, gibt es einen Gedanken oder etwas, das euch so wie anspringt und versucht in diese Geschichte einzutauchen, sie euch vorzustellen, wie das da vor sich gegangen ist. Also Apostelgeschichte 3,
Ich beginne mal mit Vers 1. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die 9., 15 Uhr, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutter Leibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser, Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintraten wollten, bat er, ein Almosen zu erhalten. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn und sprach: Sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach: Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazaräers, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salomonshalle genannt wird. Und dann geht der Bibeltext weiter und es wird beschrieben, wie Petrus zu den Leuten predigt und ihnen erklärt: Hey Leute, was hier geschehen ist, ist nicht aus unserer Kraft oder weil wir besonders fromm sind passiert, sondern es ist von Jesus. Und er hat ihnen erklärt, es ist der Jesus, der von Gott gekommen ist. Ihr habt diesen Jesus gekreuzigt, aber er ist auferstanden. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Und dann in Vers 16 sagt er: Das Vertrauen auf Jesus und die Macht seines Namens haben diesen Mann hier vollständig geheilt. Ihr alle kennt ihn und wisst, dass er gelähmt war. Doch nun ist er vor euren Augen gesund geworden, durch den Glauben, den Jesus in ihm geweckt hat. Und Petrus predigt weiter und wir lesen davon, wie ganz viele getroffen sind im Herzen, wie sie wahrscheinlich gesagt haben: Diesem Jesus will ich auch nachfolgen. Und viele wurden gläubig, es werden sogar Zahlen genannt, das waren nach 5000 Leute im Ganzen, also Männer, und da kamen noch viele Frauen und Kinder dazu. Da kommt Apostelgeschichte 4, das haben auch andere Leute mitbekommen, die Priester, die Sadduzäer, der Hauptmann der Tempelwache, so die führenden geistlichen Leute, und die hatten offensichtlich etwas dagegen. Um 15 Uhr sind sie in den Tempel gegangen, es war schon Abend, also die haben diese zwei gepackt, den Johannes und den Petrus, haben sie ins Gefängnis gesteckt und am nächsten Morgen haben sie sich zusammengesammelt und haben beratschlagt, haben quasi eine Gerichtsverhandlung, ein Verhör gemacht mit den beiden. Und dann lese ich in Apostelgeschichte 4 ab Vers 7 weiter. Und nachdem sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie: In welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Da sprach Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, zu ihnen: Oberste des Volkes und Älteste, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi, des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. In diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Und er erklärt ihnen weiter, wer Jesus ist. Und dann im Vers 12 sagt er: Und es ist in keinem anderen Namen, es ist in keinem anderen die Rettung, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Wir lesen dann weiter, dass der Hohe Rat, diese Leute da, dass sie gestaunt haben, wie freimütig dieser Petrus und Johannes einfach geredet haben, weil sie haben sich erinnert, dass das ja ganz einfache Leute von Galiläa waren.
Sie haben gestaunt, aber sie kamen auch zum Schluss, wir können diese Heilung nicht leugnen. Das ist irgendwie nicht möglich, das ist tatsächlich passiert. Und sie haben beratschlagt, was können wir machen. Sie haben keinen Anklagegrund gefunden und zum Schluss haben sie gesagt, Leute, ihr müsst einfach schweigen. Nichts mehr von diesem Jesus. Dann wollten sie wegschicken, aber Petrus hat gesagt, ja, wir können doch nicht schweigen, wir müssen doch Gott mehr gehorchen. Dann haben sie so bedroht und gesagt, wahrscheinlich das schlimmste Übel, das ihnen passieren würde, wenn sie trotzdem von diesem Jesus weiterreden würden. Aber sie haben sie gehen lassen, weil sie haben gemerkt, viele Leute, das ganze Volk heißt es da, die dort waren, die haben das mitbekommen und haben deshalb Gott gelobt und Gott gepriesen. Dann heißt es im Vers 21, denn alle verherrlichten Gott, um dessen Willen was geschehen war, denn der Mensch war mehr als 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Eine verrückte Geschichte. Und man könnte unglaublich viel darüber sagen. Wahrscheinlich hat jeder etwas, das ihn schon irgendwo im Herzen angesprochen hat, wo er gestaunt hat, wo er gedacht hat, spannend, interessant. Vielleicht ist genau das, was Jesus dir heute sagen will, weil er ist bis heute lebendig und am Reden. Und ich habe 3 Punkte mitgebracht, die ich heute mit euch genauer betrachten möchte, die mich angesprochen haben, diesem Text. Das erste ist, was ich schon sehr spannend fand, diese 2 Jünger, dieser Petrus und Johannes, die hatten ja ihre Agenda, aber sie haben sich darin unterbrechen lassen. Sie waren unterwegs, sogar sehr fromm, sie hatten eine fromme Agenda, sie gingen in den Tempel, um zu beten. Aber vielleicht haben sie so ähnlich, wie wir letzte Woche darüber gesprochen haben, ein offenes Ohr für das Reden des Heiligen Geistes und haben gemerkt, dass sie in den Tempel gingen, dass da ja einer sitzt und dass da Gott jetzt etwas tun möchte, dass Jesus etwas tun möchte. Und es heißt da ganz spannend in diesem Text, sie blickten fest auf ihn. Also sie hatten irgendwie plötzlich den Fokus auf ihn. Erstens hatten sie offene Augen, oder, dass sie überhaupt gesehen haben. Und zweitens haben wir so den Eindruck mit diesem festen Blick, als hätten sie gespürt oder geahnt oder gewusst oder vom Heiligen Geist einen Impuls bekommen, dass jetzt Gott da bei diesem einen Mann etwas tun will. Und ich denke, das ist schon auch für uns manchmal ganz herausfordernd. Wir sind ja sehr gewohnt, eine volle Agenda zu haben, unseren Terminplan, manchmal sogar sehr fromme Dinge, gute Dinge, die wir tun. Und haben wir dabei auch offene Augen? Haben wir dabei offene Augen für Menschen um uns herum? Ich könnte mir auch vorstellen, blickten sie fest an. Sie haben plötzlich vielleicht mehr in diesem Menschen gesehen. Nicht nur einer, der einfach auf der Treppe sitzt und bettelt oder ein Lahmer oder was auch immer, sondern vielleicht haben sie plötzlich ihn auch mit den Augen von Jesus gesehen, ein Bedürftiger. Aber jemand auch, den Gott liebt, den Jesus begegnen möchte, für den Jesus mehr bereit hat. Vielleicht haben sie plötzlich auch mit diesen Augen geschaut. Für mich auch eine Ermutigung, durch den Alltag zu gehen, mit offenen Augen und bereit zu sein, auch meine Routine unterbrechen zu lassen. Also ich finde das schwierig. Ihr findet das alles super easy, ist mir schon klar. Auf jeden Fall ist es eine riesige Ermutigung, genauso durch die Straßen zu gehen, durch das Leben zu gehen. Und auch mit diesem offenen Ohr, Gott, wo willst du etwas tun? Ich finde eigentlich auch spannend. Ich kann mir gut vorstellen, um den Tempel herum, das war sicher nicht der einzige Bedürftige, der da saß und um Almosen gebeten hat. Also das ist ja... Da kommen die Leute zum Tempel und plötzlich sind sie ein bisschen fromm und das Portemonnaie wird locker und so weiter. Es sind wahrscheinlich unzählige irgendwo rundherum gesessen. Aber Johannes, Petrus wurden nicht zu allen geschickt. Die haben nicht alle geheilt im Namen von Jesus oder so, sondern sie waren wie wachsam. Wo will Gott auch etwas tun? So mit offenen Augen sind sie da herumgegangen. Das Zweite, was natürlich auch auffällt und deshalb auch der Titel dieser Predigt. Es heißt ja da im Text, sie beteten im Namen von Jesus Christus des Nazaräers, also der Jesus Christus von Nazareth. Und das ist schon spannend, oder? Das Erste ist, sie sagen es im Namen von Jesus. Ich stelle mir das so vor, eigentlich, wie wenn zum Beispiel ich einen alten Nachbarn habe und er gibt mir die Vollmacht, dass ich ihm helfen kann für seine Bankkonten. Jetzt kann ich auf die Bank gehen und kann sagen, im Namen von diesem meinem Nachbarn möchte ich gern 1000 Franken abheben. Und
zeige die Vollmacht und sie geben mir das Geld. Und in dem Moment mache ich ja ein Geschäft, da habe ich eigentlich nichts damit zu tun. Es ist ein Geschäft zwischen der Bank und meinem Nachbarn, aber in seinem Namen habe ich die Vollmacht, um zu handeln. Und der Bankangestellte weiß genau, der darf das, ist ja hier unterschrieben. Und so stelle ich mir das auch vor, dieser Petrus und Johannes stehen da und sagen, im Namen von Jesus, nicht Sie sind jetzt am Wirken, nicht Sie sind am Handeln. Sie sagen ja sogar, wir haben nichts, wir haben nicht mal Almosen. Das Einzige, was wir haben, ist Jesus und Jesus beginnt zu wirken und Jesus beginnt zu handeln. Also indem sie sagen, im Namen von Jesus machen sie klar, jetzt geht es nicht um uns, sondern Jesus macht jetzt etwas an dir. Und dann sagen sie auch so, in diesem Namen von Jesus, das könnte man ja sagen, ja Jesus, ich weiß nicht, kennt ihr auch den Fußballer Jesus? Oder? Es gibt einen, Jesus Navas vom FC Sevilla, es gibt auch noch ein paar andere. Ja, welcher Jesus ist jetzt gemeint? Und sie machen es ganz klar, im Namen von welchem Jesus sie jetzt sprechen. Ich meine, Jesus bedeutet ja schon, Gott rettet. Und dann sagen sie im Namen von Jesus Christus. Christus bedeutet der Gesalbte oder der Messias, also der von Gott gesendet wird, um die Menschen zu retten, der von Gott kommt. In diesem Namen von diesem Jesus, der von Gott gekommen ist. Und dann sagen sie in diesem Jesus von Nazareth, also sie verweisen auch auf eine historische Persönlichkeit. Der ist geboren von der Jungfrau, hat gelebt, wir haben ihn gesehen. Es ist der am Kreuz gestorben ist, diese historische Person. Wir gesehen haben, er ist auferstanden und irgendwie in den Himmel gegangen, auf den Thron und hat gesagt, er schickt den Heiligen Geist im Namen von diesem Jesus. Und diesem Lahmen und allen Leuten war es sofort klar, im Namen von welchem Jesus hier die Rede war. Jesus Christus von Nazareth. Und es ist schon spannend, Jesus hat ja die Jünger gesendet, hat ihnen gesagt, geht zu den Menschen, bis ans Ende der Welt und bringt ihnen was? Bringt ihnen Jesus Christus. Dass sie seine Liebe spüren, dass sie erkennen, Gott hat die Menschen so sehr lieb, dass er seinen einzigen Sohn gesendet hat. Der Jesus von Nazareth in diese Welt, der am Kreuz gestorben ist, aber der von Gott kam und Gott hat ihn auferweckt, der Gesalbte, der Messias, der heute noch rettet. Also etwas sehr Auffälliges in dieser Geschichte. Petrus und Johannes geraten ganz in den Hintergrund und Jesus gerät ganz in den Vordergrund. Und das Dritte, was mir sehr auffällt an dieser Geschichte ist, es kommt mächtig Bewegung ins Spiel. Und ich glaube, wir dürfen damit rechnen, wenn Jesus am Wirken ist, kommt Bewegung ins Spiel. Die erste Bewegung ist diese. Petrus streckt seine Hand aus, er greift die Hand dieses Lahmen und hilft ihm auf. Schon spannend, der erste richtige Glaubensschritt dieses Lamens. Petrus hilft ihm auf, streckt seine Hand aus. Vielleicht auch für uns, vielleicht ist das ein Impuls für uns, dass wir selber in Bewegung kommen, um anderen Menschen in ihren ersten Glaubensschritten zu helfen. Da kommt eine zweite Bewegung. Dieser Lahme steht ja auf und bewegt sich plötzlich und springt herum und geht dann mit in den Tempel. Bis jetzt durfte er das nicht als so Lahmer. Plötzlich geht er dahin und lobt und preist Gott. Also es kommt eine Bewegung auch in diesen Menschen hinein. Da kommt aber noch viel mehr Bewegung. Es kommt eine Bewegung ins ganze Volk. Die sehen das und staunen. Und was passiert? Sie verstehen, es passiert nicht im Namen von diesem Petrus oder von diesem Johannes oder so, sondern es passiert im Namen von Jesus. Und sie beginnen Gott zu loben und zu preisen. Und es kommt noch eine andere Bewegung in diese Geschichte. Da waren nämlich auch Leute, die hatten etwas gegen diesen Jesus, gegen diese Jesus-Bewegung. Aus welchen Motiven auch immer. Auf jeden Fall kamen auch Gegner auf den Plan. Vielleicht auch für uns ganz interessant zu wissen, wenn Jesus beginnt zu wirken, dann ist nicht so, da jubeln alle und frohlocken und plötzlich alles Freunde und weiß auch nicht was. Da kommen auch Gegner, Leute, die etwas dagegen haben, die das nicht sehen. Aber zusammenfassend könnte man sagen, es kommt Bewegung ins Spiel. Wenn Jesus wirkt, dann bewegt sich etwas. Und ich überlege mir, wie schön ist das, wenn wir vielleicht als Christen oder wenn wir als Kirche bekannt dafür sind, dass wir so wie diesen Petrus bereit sind, um hinzuschauen, unsere Hand auch auszustrecken, andere auf Glaubensschritten zu helfen. So das Belebende, was Jesus hat, weiterzugeben. Und es kann sich etwas in Bewegung bringen. Also diese 3 Punkte, die mir sehr aufgefallen sind. Diese 2 Jünger lassen sich unterbrechen. Sie beten im Namen von Jesus Christus von Nazareth.
dort ist die Kraft. Und das dritte, es kommt mächtig Bewegung ins Spiel. Und ich will zum Schluss, dass wir zusammen darüber nachdenken, was bedeutet das jetzt für uns? Wie können wir auch im Namen von Jesus einfach so beten? Können wir das wie dieser Johannes und dieser Petrus machen und im Namen von Jesus von Nazareth erleben, wie Jesus wirkt in uns und durch uns zu anderen? Und es sind so 3 Aspekte dabei, wo ich denke, das ist ganz praktisch, wo die Bibel uns auffordert, eigentlich genau das zu tun. Das erste ist, wie können wir selber beten im Namen von Jesus? Das erste ist, Jesus fordert uns selber auf, das zu tun. Im Johannes 14,13 sagt er, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Diese Aufforderung kommt mehrmals vor, also wenn du heute hier bist, an Jesus glaubst, dann sagt Jesus dir, hey, wenn du mir nachfolgst, bitte in meinem Namen, und Gott wird es gerne schenken. Klingt das gut? Schon recht krass, oder? Mamma mia. Also mich begeistert das. Aber ich lese dann diese Bibelstelle und ich sehe, rundherum hat es ganz viele so Aufforderungen, dass wir immer mehr zu Jesus hinwachsen. Und das ist vielleicht so ein erster Punkt. Es könnte bedeuten, dass wir immer mehr zu Jesus hinwachsen und zu ihm kommen. Im selben Kapitel, im Vers 11, sagt Jesus, glaubt mir und vertraut mir. Im Vers 13 sagt er, ihr werdet dadurch mich und meinen Vater verherrlichen. Vers 15 sagt er, wenn ihr mich liebt, das ist eine Liebesbeziehung, das ist eine mega Nähe hier. Im Vers 15 sagt er auch, wenn ihr meine Gebote haltet, das heißt, ich bin unterwegs im Leben, orientiere mich an Jesus, was hat er vor? Wenig später im Kapitel 15 sagt Jesus, lasst euch auch reinigen, und er sagt, lasst euch beschneiden. Und im 15 Vers 4 sagt er, bleibt in mir, das sagt er dort mehrmals, bleibt in mir, jede Sekunde, jeden Moment vom Leben, bleibt in mir. Und für mich ist das so die erste Ermutigung, je mehr ich zu Jesus hinwachse, desto besser lerne ich ihn kennen und weiß, was in seinem Willen ist, was in seinem Namen ich tun kann. Ein kleines, ganz profanes Beispiel. Als ich 17 Jahre alt war, habe ich eine Frau kennengelernt. Ich habe mich so verliebt und ich kannte sie damals überhaupt noch nicht. Und wir feiern unterdessen immer noch unser so Jubiläum, wenn wir uns befreundet haben. Jetzt, am nächsten Mittwoch sind wir seit 25 Jahren ein Pärchen, viele Jahre davon verheiratet. Und also ehrlich gesagt, manchmal kenne ich sie immer noch nicht so gut oder verstehe nicht so alles. Aber es gibt auch ein paar Dinge, wo ich genau weiß, was sie denkt darüber. Und stell dir mal vor, ich bin beim Elterngespräch in der Schule, und sie kann nicht dabei sein und ich könnte dem Lehrer wahrscheinlich sagen, ich finde das mega wichtig und ich sage das auch im Namen von meiner Frau, das und das. Und ich bin mir quasi 100% sicher, wenn ich nach Hause gehe und sie dann frage, dann wird sie sagen, ja genau, das ist meine Meinung. Und je besser ich sie kenne, desto mehr kann ich doch in ihrem Namen auch sprechen und der Lehrer, der wird sagen, ja, also wahrscheinlich ist das wirklich die Meinung des Ehepaars, oder? Das ist ihre gemeinsame Meinung. Der wird denken, ja, die kennen sich gut, der weiß, was er ihm sagen kann im Namen von seiner Frau und was nicht. Und so ähnlich, denke ich, ist es auch bei Jesus, je mehr ich ihn kenne, je mehr ich zu ihm hinwachse, je näher ich ihm komme, desto mehr weiß ich doch, was ich in seinem Namen tun kann. Was er denkt, so in Situationen, wie ich handeln kann. Also das war ein erster Impuls, hinwachsen zu Jesus. Ein zweiter Impuls darin, wir haben letzten Sonntag darüber nachgedacht, dass ja der Heilige Geist immer wieder so Impulse gibt und sagt, wahrscheinlich wie dem Petrus und dem Johannes, da sie in den Tempel gegangen sind, dieser Mann will Jesus jetzt etwas tun. Und sie haben hingehört. Es kann sein, dass du heute in einer Kaffeebar sitzt und plötzlich einen Impuls vom Heiligen Geist spürst, bete für diesen oder für jenen und du denkst, oh, ich bin ja ganz frisch im Glauben oder so, weiß auch nicht was. Übrigens, der Petrus und der Johannes waren ja noch nicht so lange mit Jesus unterwegs in dem Moment. Es kann sein, dass der Heilige Geist einfach so einen Impuls gibt und es ist eine Ermutigung für mich, dann auch mutig zu sein, hinzugehen und zu sagen, doch, dann bete ich für dich und ich will Gott anrufen im Namen von Jesus Christus, in dem alle Macht liegt. Und dann das Dritte, ist ein Impuls für mich auch einfach mutig zu sein. Mutig zu sein. Ich finde es schon sehr cool, Jesus fordert uns auf, zu beten im Namen von Jesus Christus,
dass wir den Vater bitten im Namen von Jesus Christus. Und das entspannt mich ganz oft, weil ich komme in Situationen hinein, wo ich nicht genau weiß, was will jetzt Gott hier tun? Was ist genau sein Plan? Was möchte Jesus hier wirken? Und es ist nicht so eindeutig wie jetzt bei Petrus und Johannes, die das wahrscheinlich sofort gemerkt haben. Und dann darf ich einfach kommen und sagen, Vater im Himmel, im Namen von Jesus Christus bitte ich dich, wirke doch hier, heile doch, begegne diesem Menschen. Bring etwas in Bewegung. Und so darf ich zu meinem Vater im Himmel kommen. Und für mich ist das so ein Raum, der dann plötzlich aufgeht, dass Jesus wirken darf. Dass er wirken darf. Und wir sehen, dass in diesen Texten Jesus sagt, wenn ihr bitten werdet in meinem Namen, werde ich es euch geben, damit der Vater verherrlicht wird. Und wir sehen das in der Geschichte, die wir gelesen haben. Das Erste, was passiert ist, der Lahm ist ja aufgestanden und dann er ist nicht einfach so zum Petrus gegangen und hat gesagt, großer Petrus, das ist so gut geheilt, bravo, wie du das... Und Johannes, Johannes, ich bete dich an oder so. Er hat Gott gelobt und gepriesen. Und auch die Leute, das Volk, oder? Die haben sofort verstanden, worum es geht. Die haben auch nicht irgendwie die Menschen angebetet, der Petrus, der Fischer, der kann heilen, Petri, heil und so, oder? Sondern die haben sofort Gott gelobt und gepriesen. Die haben sofort verstanden. Und sogar die Gegner haben gemerkt, das ist jetzt nicht in der Kraft von diesen Menschen passiert. Da ist ein Größerer am Wirken. Die wollten wissen, was da vor sich geht. Und wenn wir für Menschen beten im Namen von Jesus Christus, wenn etwas passiert, wenn etwas in Bewegung kommt, dann ist denen sofort klar, das kommt nicht von dir, von deinem Gebet oder von mir oder weiß auch nicht wem, sondern es kommt von diesem Jesus. Und wenn sie jemandem die Ehre geben, dann diesem Jesus. Und deshalb für mich auch einfach eine Ermutigung, im Alltag für Menschen zu beten im Namen von Jesus Christus. Um Räume zu öffnen, dass Jesus etwas in Bewegung bringen kann und dass er wirken kann. Deshalb gebe ich zum Schluss dieser Serie euch dieses Symbol mit, diese 2 Hände, die beten. Nicht als Aufforderung, einfach viel Zeit im Gebet zu verbringen. Gebetsroutine ist ja auch gut, da haben Petrus und Johannes auch gemacht. Sondern als Aufforderung, mit wachen Augen durch den Alltag zu gehen. Zu schauen, wo möchte Jesus vielleicht etwas tun. Und mutig zu sein, für Menschen im Namen von Jesus Christus zu beten. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, das auszuprobieren. Ich habe gedacht, an dieser Stelle kann ich euch ein paar Beispiele erzählen. Anfangswoche habe ich Jesus gebeten, Jesus, schenk mir ein paar Situationen, wo ich Menschen begegne, die dich noch nicht kennen, nicht von der Kirche oder so, für die ich einfach so beten darf in deinem Namen. Und es war echt schwierig. Also die fremden Leute kommen nicht zu mir ins Büro und so. Und ich war immer so mit wachen Augen, aber ich habe kein Erlebnis, wo ich jetzt von dieser Woche erzählen kann. Und ich habe gemerkt, wenn Gott so Türen auftut, ist es mega wertvoll. Ich erinnere mich, am Freitag war da unterwegs und bin jemandem begegnet, den ich kenne aus dem Dorf. Er war mit den Kindern unterwegs. Ich habe kurz so Smalltalk, oder? Er hat gesagt, ja, meine Knie und so, nicht so gut. Und die Kinder haben gerufen, Papi, komm, wir müssen in die Schule. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt sollen springen. Und ein paar Sekunden später habe ich gedacht, ich hätte einfach sagen können, hey, hast du eine halbe Minute Zeit, ich bete für dich. Was denkst du dazu? Und vielleicht hat er gesagt, ja, und ich hätte loslegen können, eine halbe Minute, Jesus. Im Namen von Jesus Christus bitte ich dich, Vater im Himmel, rühre diese Knie an und bringe etwas in Bewegung. Amen. Kurzes Gebet. Und Jesus kann etwas in Bewegung bringen. Und dieser Mensch, der wird eine Möglichkeit haben, Jesus zu erleben. Ich habe zum Glück ein paar Beispiele von früher. Und es ist wirklich spannend, wie einfach die Räume aufgehen können. Und wenn ihr so Möglichkeiten habt im Alltag, das sind wertvolle Momente. Ich will euch ermutigen, diese zu nutzen. Ich war auch einmal unterwegs hier ins Büro und bin unterwegs jemandem begegnet und die Person hat mir von ihren Sorgen erzählt, weil sie den Job am Verlieren war. Und das war so eine traurige Stimmung und ich habe zum Glück nichts Besseres gewusst, als zu sagen, komm, ich bete einfach für dich, okay? Ich habe gebetet im Namen von Jesus, dass doch Gott etwas in Bewegung bringen will. Und 2 Wochen später habe ich die Person wieder getroffen und sie hat mir gesagt, ich habe eine Einigung gefunden mit meinem Arbeitgeber, ich kann bleiben. Und dann hat sie gesagt, Halleluja! Und ich habe gesagt, Halleluja! Und ihr war völlig klar, wer da gewirkt hat, oder? Und was für ein cooler Moment, wenn so Türen aufgehen können, dass Jesus etwas in Bewegung bringen kann. Dieses Symbol gebe ich euch mit. Probiert es doch vielleicht auf, bewusst, sagt es mal, eine Woche mit wachen Augen unterwegs zu sein
Wo darf ich für einen Menschen beten im Namen von Jesus Christus? Und da müssen wir uns keine Sorgen machen, weil es hängt nicht von meiner Kraft ab. Petrus hat sogar gesagt, es hängt nicht von meiner Frömmigkeit ab, von meinem Glauben. Es hängt nicht von meinen Glaubenserfahrungen ab. Es hängt nicht von meiner Formulierung ab, oder? Es ist keine Zauberformel. Ich sage im Namen Jesu und da passiert alles, was ich will. Sondern ich mache Raum, dass er wirken darf. Es hängt nicht davon ab, dass man viele Worte macht. Es hängt nicht davon ab, dass man irgendwie vergangene Erfolge vorweisen kann, sondern es hängt davon ab, dass im Namen von Jesus Christus die Kraft ist. Ich will gerne für euch beten. Und für mich auch. Jesus Christus, in deinem Namen ist die Kraft. Damals, gestern, aber auch heute, jetzt, da, in diesem Moment. Und auch in Zukunft. Und Jesus, du hast es dir so gedacht, für diese unglaubliche Bewegung, die du ins Leben gerufen hast, dass du uns als Werkzeuge brauchen willst, dass du uns senden willst und dass du durch uns wirken willst. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns bereit machst, mit offenen Augen durch den Alltag zu gehen. Bereit machst, die Menschen zu sehen durch deinen Blick. Bereit machst, offene Ohren zu haben und zu hören. Deine Impulse aber auch als Menschen erzählen. Und dass du uns auch mutig machst, vielleicht diesen einfachen Satz zu sagen, darf ich für dich beten. Ich will dich auch bitten, Jesus, dass du uns in so Situationen hineinführst. Es sind wertvolle Momente, die du vorbereitest, damit du wirken kannst, damit du Menschen begegnen kannst. Nicht wir sind am Wirken, sondern du wirkst an Menschen und wir wollen deine Werkzeuge sein. Bereite solche Momente vor. Und ich will dir Danke sagen, Jesus, dass in deinem Namen alle Kraft ist bis heute. Und wir selber dürfen das auch erleben und erfahren. Und so kommen wir auch mit dem, was uns beschäftigt, was uns bewegt, wo wir uns vielleicht lahm fühlen, vielleicht körperlich, aber auch seelisch, wo Dinge uns lähmen. Kommen wir zu dir, Jesus. Und wir wollen jetzt bitten, Vater im Himmel, im Namen von Jesus Christus von Nazareth, dass du in genau diesen Punkten etwas in Bewegung bringst. Wir haben gelesen, es ist in keinem anderen Namen das Heil. In keinem anderen Namen ist Heilung und Rettung als in deinem Namen, Jesus Christus. Bring jetzt in diesem Moment etwas in Bewegung. Amen.